Willkommen zurück, liebe Zuschauer, hier zum Let's Play von The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, neuer Part, neues Glück, willkommen zurück und im letzten Part, den musste ich noch mit Altersfreigaben und so versehen. Wegen einer, naja, so kann die wirklich als SEX-Szene bezeichnen, ich weiß ja nicht, also man hatte kaum etwas gesehen. Gut, ich meine, da die nackte Stille und die nackte Stille, aber sieht man sonst auch immer wieder, warum man da überhaupt eine Altersfreigabe geben muss, ist ein anderes Thema. So. Ich will mich jetzt, ja, die Quest jetzt und nie ist vorbei mit Triss, die sehen wir vermutlich erst in Kaer Morhen wieder. Heißt für uns, wenn wir noch die restlichen Quests abschließen, bevor wir weit nach Skellige reisen, auf der Suche nach Ciri und vor allem natürlich die mit dem Baron in Niedervir. Vorher aber noch ganz kurz etwas ganz anderes. Okay, dort war ich, schön. Und zwar wie folgt, ich gehe erstmal hier runter. Von Ochsenfurt. Weil ich noch die Rüstung ein bisschen reparieren will, noch ein bisschen verbessern will, also vor allem Schaden erhöhen will. Gut, ich glaube nicht, dass wir es unbedingt nötig haben, wir sind schon so stark. Für die Quest vor allem. Wollte mal, haben die irgendwo noch einen Punkt gehabt, den zuweisen kann? Ja, genau, das haben wir doch schon. Ein Punkt fehlt noch, jetzt muss man mal gucken noch ganz schnell. Wir haben hier, war ich auf Stufe 15, das wäre nächste Stufe, wa? Weil ich überlege, ob ich einen anderen Gegenstand, also einen anderen Punkt hier, nicht mehr hier oben bei den Zeichen, sondern jetzt eher für den Kampf. Ja, ich mache mal hier, man kann nachher nämlich auf 2 erhöhen. Ich mache sowieso eher den schnellen Angriff als den starken. Entschlossenheit. Nee, der wäre nicht so cool. Ja, ich mache mal den hier. Dann mache ich dann, sobald wir die nächste Stufe erreicht haben, hier noch den zweiten Punkt drauf und kann es dann zuweisen. Passt, glaube ich, besser, wa? Fallabweis, jetzt war noch cool. Oder Lichtreflexe. Ja, das machen wir so selten, nee. Müssen wir bald mal ein bisschen mehr skillen. Naja. Aber alles bald mal, ups, soweit ist. Jetzt noch was anderes machen. Nein! Ich habe die Weltkarte. Genau, da bitte einen Wegpunkt setzen. Dankeschön, sonst wäre ich noch komplett. Ja, ansonsten so, wie gesagt, wir zocken jetzt Version 1.07, die war ja sehr, sehr groß für den Download. Ich glaube, etwa 7 GB waren die sogar. Scheint bisher nicht groß anders zu sein als die andere Version. Abgesehen davon, dass sie jetzt überall auf der Welt Truhen verteilt haben, scheinbar. Muss ich erst noch suchen gehen. Aber sehen wir alles noch, wenn es soweit ist. So, wurde aufgewertet. Zack, die Rüstung auch. Sehr schön. Jetzt noch kurz ein Schmied, der ist hier oben. Dann Rüstung verbessern. Gucken, ob er was Neues hat. Er bezweifelt es zwar ein bisschen. Hallo noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Das wird sich zeigen. Du hast Glück. Ich habe wirklich einen Spezialauftrag für dich. Wunderbar. Glaub mir, du wirst zufrieden sein. Das sehen wir noch. Jägerstiefel. Der klingt doch gar nicht mal so schlecht, obwohl der Preis sehr ist. Willst du mal verarschen? Echt nur 22 Rüstung geschmiedet oben. 2029. Ah, so viel hat er noch oder wie? Ja, okay. Wieso haben wir noch so wenig Kohle? Hä? Ich bin verwirrt. Naja, okay, sei es drum. Gut, gemacht hat er es jetzt, muss man mal gucken, da ist ausgerüstet, bitte reparieren. Ausgerüstet, bitte reparieren. Mir geht langsam die Kohle aus, ja, ich sehe es. Ah, jetzt sehe ich noch etwas ganz Neues. Wenn man hier einen Gegenstand ausgerüstet hat, sieht man jetzt so einen neuen Rahmen darum. Okay. War jetzt sagen, nie wirklich notwendig, aber... Hä? Das sind gar nicht ausgerüstete Stiefel. Obwohl sie besser sind. Hä, verstehe ich jetzt nicht ganz, ist aber nicht ausgerüstet. Ah, das sind die neuen, ja, Entschuldigung. Ich trottel. Das kann ich eigentlich auch mal ein bisschen handeln und die verkaufen war. Ne, die eben nicht. Ein paar andere Dinge. Ja, was eigentlich für neue Dinge hier? Ein cooles Schwert für uns. Ich zweifle es zwar ein bisschen. Nee.
Bei Rüstungen hätte er sicher noch was Cooles. Oh, sogar mit 2 Assassinenhose. Vitalität. Oder seht ihr den Preis dort unten? Ach du Scheiße. Ja, wird Zeit zu verkaufen. Die Frage ist halt bloß, was soll ich denn geben? Soll schon ein bisschen was sein, was auch etwas hergibt. Und ich vielleicht sogar eine große Anzahl noch habe. Das sieht doch schon besser aus. Das brauchen wir vielleicht nochmal, das Bild. Pferdehau kann ich einen abgeben. Den braucht eh keiner. Noch etwas. Die haben mal der triste Alltag, weil man hier also denkt, jetzt müssen wir alles verkaufen und so weiter. Oh, Diamantium-Erz. Sicher mal 2 Stück weg. So. Zur Herstellung von Ausrüstung, Gegenständen, Relikt. Natürlich können wir jetzt verkaufen, nicht viel Kohle, aber ich weiß nicht, wie oft es noch gibt, einen Gegenstand, wenn wir noch irgendwann noch brauchen für ein super Teil, dann wäre es natürlich jetzt extremst beschissen. Deswegen lass uns mal noch. Jo, Geld stimmt wieder einigermaßen. Bis dann. So, dann mal noch kurz hier ausrüsten. Wie sieht es jetzt genau aus? Die ist besser als unsere aktuellen Stiefel. Gut. Die wäre schlechter, kein Problem. Und war's schon, wa? Jägerstiefel und die elegante nilfgaardische Schuhe an, schlecht. Eine gute Hose, wenn nicht schlecht war. Da hat jemand Stufe 11. Ne, braucht eine bessere Hose, Freunde. Hallo noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Na, kommt drauf an. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Eine Hose Stufe 3 ist schon ein bisschen lame, Leute. Muss man so sagen, deswegen... oh, Entschuldigung. Hier schnell rüber. Also eine gute Hose. Die haben ja gesagt, ist ja teuer. Jo, allerdings. Kavaliershose. Plus 20, schon mal sehr viel besser. Und das Einzige, was er hat, war aber Stufe 15. Ach, verrückt her, oder? Ich meine, die hier Stufe 15, aber nur 342. Und die Stufe 3 ist aber trotzdem 1400. Die hätten wir schon mal gehabt. Hä? Jetzt bin ich echt verwirrt. Naja, was soll's. Kaufen wir es eben. Was noch ein bisschen schade finde, ist, dass ich nicht direkt ausrüsten kann. Weil das muss ich immer wieder zurück ins Menü hier, ausrüsten, dann wieder irgendwie, obwohl er gibt 500 und ich habe es noch nicht gesehen. So, also langsam sieht Geralt... Hallo noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Naja, langsam sieht Geralt richtig stark aus. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Gut, ich meine... Wie soll ich sagen? Naja, sieht ihm noch ein bisschen aus wie irgendwie so... Ein Flickenteppich, was er da auf dem Körper trägt, aber du, was soll's. Bis dann. So, Leute, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus für uns. Ein bisschen stärker im physischen Angriff sind wir jetzt auch. Ich suche den nächsten Wegepunkt. Ich könnte zwar, oder war das Tier? Mal ganz kurz, was ich noch jetzt machen könnte. Auch mal zum Zeigen, auch weil wir es noch nie gemacht haben. Wie ich Geralt eine neue Frisur verpasse, aber war gar nicht hier, war. Na doch, war hier. Gut, mal gucken. Zum Barbier. Haben wir noch nie gemacht. Sei gegrüßt, Meister. Was kann ich für dich tun? Hast du Rasiermesser und Schere? Gut. Bring mein Äußeres in Ordnung. Wieso eine neue Frisur sieht eigentlich gut so aus. Noch mal ein Bart getrimmt, wa? Vollbart getrimmt, Bullsch. Nee! Die badische Koteletten, Schnurren und Lippenbart. Glatt rasiert, wenn schon. Also Geralt ist echt nicht der Typ für so etwas. Koteletten. Sieht aus wie Elvis oder wie? Ne, Vollbart getrimmt und glatt rasiert.
Jo. Nee, lang und offen. Offen nicht zu lang. Ja, ja, das war. Den elfischen Rebellenschnitt. Das ist natürlich die Frage, was hat er jetzt in der Frisur, oder? Seiten rasiert, oben kurz in dem Pferdeschwanz. Nee, das klingt auch doof. Offen, nicht zu lang irgendwie auch. Lang und offen, Ich schau mal, wa? Da muss ich auch ein bisschen ausprobieren. Nee, also irgendwie passt das nicht zu ihm. Machen wir das hier, wa? Ich glaube, das, was er vorher hatte. Jetzt sind die Haare wieder länger, ist klar. Bis dann. Ja, also finde ich, irgendwie passt das am besten zu ihm. Obwohl der andere war jetzt auch nicht so schlecht. Ja, vielleicht das nächste Mal. Rüstung verbessert, aber Schwert nicht mehr, will es mal verarschen. Welch Vortrefflichkeit. Aber zu lange gebraucht, dass die Schwert nicht mehr verbesserbar sind, oder wie? Mann, oh Mann. So, Geralt ist aber ganz flott hier. Nochmal ganz kurz verbessern. Da geht's zu... Ich hab gar nichts gemacht. Das ist automatisch gemacht. Hast du's eilig? Ja, ich habe sogar sehr heilig. So, dann haben wir den Wegpunkt. Da kennen wir langsam in der Welt aus. Naja, wurde mal Zeit, war. Schnell reisen, also auf nach Velen war's, wa? Wo wir dann mit dem Baron uns treffen sollten. Ja, nein, hier, nicht wir. Da bin ich mal gespannt. So, da vorne ist er schon. Ich speichere mal ganz kurz nach. Hä? Das ist auch etwas Neues. Nein, nicht laden, speichern. Ah, jetzt geht's. Ich kann das Spiel nicht speichern, haben wir noch nie erlebt. Hexenjäger? Sie haben 2 aufgeknüpft? Warum zum Teufel treiben sich die Hexenjäger überhaupt hier rum? Sie sind doch nicht aus Novigrad gekommen, um 2 Niemande aufzuknüpfen. Ich weiß es nicht, Herr. Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Geralt, gut, dass du da bist. Das Geschwätz dieses Gesindels ergibt keinen Sinn. Vielleicht nehmen sie nach ein paar Peitschenhieben Vernunft an. Und? Spuck's aus. Wo sind sie hin? Zum Dorf im Sumpf, Herr. Das Mädchen ist mit ihm geritten. Er hat ständig nach seiner Mutter gefragt. Mädchen? Wir müssen da sofort hin, Geralt. Einverstanden. Ich hole meine Männer. Also irgendwie passt so eine Glattrasur nicht zu ihm. Ein 3-Tage-Bart, war, wird besser passen. Egal. Dreckssumpf. Diese verseuchte Luft lässt den Bauern das Hirn verfaulen. Mumen, Scheiße. Was werden sich diese Landeier als nächstes ausdenken? Die Mumen gibt es wirklich. Das wirst du schon bald merken. Ja, verrückte alte Weiber, die Kleingehacktes aus den Gedanken der Bauern machen. Vermutlich hat Anna großherzig zugestimmt, bei ihnen zu bleiben. Hatte schon immer ein gutes Herz. Oh, ich glaube, der wird noch sein blaues Wunder leben. Der gute Baron. Ich muss aber zugeben, ich habe mittlerweile Gefallen gefunden an diesen Sidequests, die doch mit der Hauptstory irgendwie verbunden sind. Die, muss ich sagen, gefallen mir echt gut. Also eigentlich wird es für uns gar kein Problem geben, weil wir sind eh schon zu stark vom Level her. Aber egal. Lieber zu stark als zu schwach. Aber so etwas für Sidequests vor allem. Hier rüber, verflucht! Ja, Trunkene, kommt nur, kommt nur.
Seht ihr, kaum schon angekriegt. Ganz schön zäh. Ja, so viel habe ich lang nicht mehr gesehen. Wir hätten nicht herkommen sollen. Wir haben doch gar keinen Grund, uns hier herumzutreiben. Diesmal haben wir es geschafft. Aber wer weiß, was wir da unten noch alles finden. Ich da Angst? Aus deinem Mund, Bullenberti? Was? Ich? Angst? Du träumst wohl. Schon gut, Jungs. Gehen wir weiter. Hop ab. Zeig diesen Monstern, wer hier das Sagen hat. Hört, hört. Gebt den Teufel was zum Ficken! Zusammen! Hey, wieso treffen die? Hallo? Ja, die schon wieder. Zur Hölle. Was war das? Wasserweiber. Wo kommen solche Ungetüme her? Das sind Frauen. Die Frage stelle ich mir auch immer. Haben. Denk also dran. Wenn du das nächste Mal eine Frau was trinken lassen willst, trink lieber selbst. Eine Frau, die so viel getrunken. So ein Quatsch, ey. So, da vorne sind wir bereits. Ich bin gespannt, was jetzt für Monster kommen werden. Hilf mir mal, wa? Hexer, warum bist du hier? Erzähl ich dir später. Warum bist du her? Hexer, hast du deine Meinung geändert? Wie viel hat mein Vater dir gezahlt? Ich denke, du hast nichts zu befürchten. Hast ja deine neuen Freunde mitgebracht. Ich habe keine Angst. Das ewige Feuer beschützt mich. Vor mir muss es dich nicht beschützen. Tamara, liebe Tochter, du bist wieder da. Komm, verweigere mir diese Umarmung nicht. Bleib weg von mir. Ich bin wegen Mutter hier. Im Gegensatz zu dir werde ich sie nicht hier verrotten lassen. Was zum Teufel glaubst du, was ich hier mache? Ich bringe sie nach Hause. Oh, das lässt du schön bleiben. Du wirst sie nicht anrühren, niemals. Das lass ich nicht zu. Ich verstehe, dass du zornig bist. Ich war nicht der beste Vater und Ehemann, ich weiß. Ich habe mich aber geändert. Frag die anderen. Geralt, los, sag's ihr. Ich würde auch das sagen. Hört auf zu streiten. Es ist sinnlos. Wir müssen Anna finden. Wahrlich, ich sage euch, Zorn und Mutwillen führen zu nichts als dem eigenen Niedergang. Wer in drei Teufelsnamen ist das? Und wer fragt dies so roh? Das ist mein Kommandant. Was ein betrunkenes Schwein freilich nichts angeht. Tamara, du stehst jetzt auf deren Seite? Willst du, dass sie deinen eigenen Vater foltern und aufknüpfen? Du bist nicht mein Vater. Es schert mich ein Dreck, was aus dir wird. Ich erinnere daran, dass wir hier eine Aufgabe haben. Hexer, wirst du uns helfen? Ich wäre nicht hier, wenn ich das nicht wollte. Ich habe 5 Männer verloren. Und ich weiß nicht, was uns an diesem verfluchten Ort noch alles erwartet. Die Zeit drängt. Die Mumen können jeden Augenblick zurückkommen. Ha, woher willst du wissen, dass sie nicht schon längst hier sind? Weil wir noch leben. Durchsucht das Dorf. Nicht. Hier drüben! Ordentlich geschoben. Hey, zurück mit dir, Stinker. Ingwerbrot. Frisch und warm. Mutter. Ah, da.
Blitzblank, taufrisch. Los, peitsch mich aus. Ich hab's so klein gemacht. Ich hab geknabbert, aber nur um zu sehen, ob es fest ist. Aber es ist frisch. Hab Erbarmen. Oh, Mutter. Hab Erbarmen. Aber ich hab gebeten. Gebettelt. Mutter, ich bin es. Erkennst du mich? Was ist mit ihr passiert? Ich hab gesagt, ich mach das alles. Gib her. Ich schrubb es nochmal. Schrubb es sauber. Mutter! Da Oh, kommt oh. etwas. Passt auf. Was war das? Wölfe vielleicht? Klang nicht nach Wölfen. Waren auch keine. Ach du Scheiße. Macht euch bereit. Bring mich um. Und ich. Wird das alles? Machen wir auf Quick. Diese Muskeln, die Sehnen, das Fett, köstlich. Das sind die stark, dass man Schild auch wieder zerstören können. Wow! Das ist aber jetzt mein Schild. Oh. Daneben, du Scheißvieh! Oh, oh, ich wollte gerade ausweichen. Naja, also schon mal erwähnt. Mann, Geralt, du bist so weit weg. Was war das? Sah wie ein Bies aus. Die Mumen wissen, dass wir hier sind. Sie haben das Monster auf Anna angesetzt. Diese verdammten Hexen! Wann hört das auf? Seht, was sie ihr angetan haben. Sind sie nie zufrieden? Genug. Ich bringe sie von hier weg. Sie ist meine Frau. Ich nehme sie mit nach Hause. Und du kannst auch mitkommen, wenn du willst. Rühre sie nicht an. Wir verlassen jetzt diesen verfluchten Ort. Sie ist krank und schwach. Wo willst du sie in diesem Zustand hinbringen? Nach Ochsenfurt? Das wäre ihr sicherer Tod. Ich kann für meine Mutter sorgen. Sie ist keine Puppe, um die sich Kinder zanken. Lasst sie entscheiden. Kuchen. Kuchen zum Abendessen. Sandkuchen. Sie ist außerstande, irgendetwas zu entscheiden. Ein böser Zauber, das muss es sein. Hilf ihr, Hexer. Ich flehe dich an. Soll es so einfach sein? Also weiß Es nicht. ist kein böser Zauber, fürchte ich. Was denn dann? Sie hat viel durchgemacht, hat ein Kind verloren, wurde von einem Unhold entführt, hat im Dorf der Mumen gelebt und sich um Kinder gekümmert, die jetzt fort sind. Sowas hinterlässt bei jedem Spuren. Dann gibt es keine Hoffnung? Du kannst ihr nicht helfen? Bleibt sie für immer so? Es tut mir leid. Es gibt einen weisen Eremiten, einen großen Heiler. Hab ihn vor langer Zeit kennengelernt. In den Blauen Bergen. Ich werde sie zu ihm bringen. Es ist einen Versuch wert. Ich werde mitkommen. Das ist leider unmöglich. Wieso? Du hast Pflichten, die der Kult des ewigen Feuers dir auferlegt. Wenn wir unsere Arbeit in Velen erledigt haben, kehren wir nach Ochsenfurt zurück. Du hast gesagt, du wirst meine Mutter retten. Und ich habe Wort gehalten. Dein Vater kann sich jetzt um sie kümmern. Er und kümmern. Du kennst ihn doch. Du weißt, was er ihr angetan hat. Er schwört, dass er sich geändert hat. Und in seinen Augen erkenne ich ehrliche Reue. Er wird für sie sorgen. Und du hast ein neues Leben, neue Pflichten, dem ewigen Feuer gegenüber. Keine Angst. Es wird alles gut. Ich werde keinen Tropfen anrühren. Ich finde den Eremiten.
Und wenn sie wieder sie selbst ist, kommen wir zu dir. Schwöre es. Du hast mein Wort, Kind. Hexer wurden geschaffen, um Monster zu töten. Es spielt keine Rolle, wer den Auftrag erteilt. Die Bezahlung muss stimmen, das ist alles. Hexer diskutieren nicht. Ihr Gewissen spielt keine Rolle, sie führen den Auftrag einfach durch. Sammeln dann die Börse auf und machen sich wieder auf den Weg. Von den Hexern wird nicht erwartet, dass sie die Menschen vor sich selbst schützen. Vielen Dank, Hexer. Trotz allem. Möge das ewige Feuer dich schützen und leiten. Lebt wohl. Es war richtig, dass du sie deinem Vater überlassen hast. Da bin ich nicht so sicher. Wir konnten nichts weiter tun. Der Hexer auch nicht. Wenn ihr jemand helfen kann, dann nur ein Gelehrter wissen wird. Vielleicht hast du recht. Augenblick. Ich muss mich erst mal sammeln. Das war jetzt alles? Das waren die Reste. Okay, ich bin verwirrt. Weil ich weiß von einem anderen Let's Player, dass er auch irgendwie noch ein bisschen umfangreicher zockt so als ich, dass der mit der Quest irgendwie viel länger hatte. Ich kenne die Einzelheiten nicht und so, aber anhand der Videolänge sehe ich es halt jeweils und ja, also entweder habe ich was falsch gemacht oder aber es muss sogar so sein. Also das sind meine Sinne halt, ja. Ja, also die Frage, finden wir es, die beiden nochmal, oder ist jetzt das bezüglich halt dem Baron und eine Frau Anna ist die Quest für immer und ewig erledigt? Ich habe doch keine Ahnung, Leute. Drücken den Buckelsumpf. Habe ich gerade so irgendwann. Nun, werter Leser, vom weiteren Schicksal des Barons und der Familie soll ein andermal erzählt werden. Also geht die Quest noch weiter, wa? Also, ich glaube zumindest mal. Gut, das heißt für uns, im nächsten Part geht es mit anderen Quests weiter. Ich will sogar zu Kera zurückkehren sollen. Tödlicher Plan, Stufe 14. Bin ich zwar jetzt gerade, aber ist noch ein bisschen zu heikel. Ich würde doch eher gerne mal die machen. Das gerade die ganz einfachen Quests, noch Ciris Zimmer. Zurück nach Wählen, wa? Wieso eigentlich? Nee, komm, wir machen erstmal Novigrad fertig. Naja, machen wir erstmal die, ein alter Freund, dann müssen wir Fechtunterricht, Auge um Auge, etc. etc. Und dann die mal noch. Dann müssen wir langsam, glaube ich, mal Stufe 16 sein und dann können wir uns ja auch nach Skellige machen. Aber vorher will ich echt noch die alten Quests hier abschließen. Vor allem, ihr seht es jetzt mit der Quest im Baron, die gehen relativ schnell und deswegen, ja, wird das schon gut gehen. Also schon mal ausrüsten hier. Ein alter Freund. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Ciao zusammen.